Der Michael war wieder mal fleißig, Freunde, hier bei Hallo Mobius Legends. Ich habe den Boomerang geholt und weil ich Bock drauf hatte, nochmal hier ein Gemälde, also Bilderrahmen mit der Mission hatten wir ja schon mal. Und ich würde sagen, jetzt hier mal gucken, dass wir für Yuga Stufe 2 freischalten. Mit der Mission ist er begrenzt auf Yuga, aber wir wissen ja, begrenzt heißt nicht unbedingt begrenzt. Also, ich muss ja unbedingt merken, Rang A heißt hier immer noch bei solchen Missionen nicht nur weniger als 4 Herzen Schaden und ordentliche Zeit, nee, ich muss auch mindestens 1200 Gegner platt gemacht haben, was natürlich mit der Feenmagie gar kein Problem ist. Vorausgesetzt, ich denke dran. So, das ist schon mal eine Vorbereitung. Jetzt, ganz kurz irgendwie das Mikrofonkabel, nicht Mikrofonkabel, Headset-Kabel aus dem Gesicht rausnehmen. Das klebt mittlerweile überall. Ich habe hier im Zimmer wieder mal etwa 26 Grad bei 70% Luftfeuchtigkeit. Das ist geil. Vor allem zum Pennen, das ist sehr angenehm. Wenn das weitergeht, kann ich bald irgendwie in den Tropenwald gehen. Nee. So. Halte 6 Festungen. Okay, erobern und halten. Warte mal, die schon gemacht, die Prüfung hier? Ich bin ein bisschen verwirrt. Falls doch, tut's mir leid, Leute, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe es damals gemacht und vergessen, Yugas Ding freizuschalten. Das kann natürlich sein. Also, sprich, dass er damals halt noch nicht das Item hatte. Ja, also mit der Exelforce kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, hier war ich schon mal. Hier geblieben. Nicht abhauen, das fände ich nämlich ganz doof. Dankeschön. Ah, Leute, bin ich froh, dass ich mittlerweile auf dem 3DS XL aufnehme. Hat schon ein paar Vorteile. Vor allem kann ich jetzt mittlerweile einen Screen und so auf dem PC bzw. auf dem Monitor schauen. Und nicht mehr auf dem 3DS selbst. Weil, naja, wenn du halt so einen 3DS kleinen Screen halt siehst, auf dem Monitor, bist etwa einen halben Meter davon entfernt, das sieht schon sehr klein aus. So, die Dinodoros sind ja sehr fleißig. Wir haben wieder die epische Musik. Es ist das Thema von Sia. Es ist das Sia-Thema. Und ich mache hier alle Platz. Noch ein bisschen schwierig für die 1200 Gegner, aber die haben wir irgendwie hin. Ich wünschte dir bloß mal ein bisschen volle Magie hier. Ah, da kommt es ja schon. Sehr geil. Mann, verpisst euch doch alle. Noch Skelette hier. Ich bin auf dem Weg. Ja, es ist der Weg. Aua! Mit wohl getroffen, der Arsch. Viertel habe ich schon mal. Ja, es sieht etwa nicht fragwürdig aus. Ein vertrauenswürdiger, fragwürdig eben schon. Da ist ein Witz daran, du siehst sehr fragwürdig aus. Ich weiß auch nicht, aber immer so, wenn mir Dinodoros dienen oder auch andere eigentlich feindliche Einheiten, kommen mir ein bisschen vor wie Ganondorf. Und ich finde es irgendwie cool. Ist das beunruhigend? Ich bin Ganondorf, die Inkarnation des Todbringers, der Dämonenkönig. Okay, doch, das ist irgendwie schräg. Wäre ja sowieso mal cool, wenn Link echt mal böse wäre. Beziehungsweise, ja, ist halt ein Problem, weil wir steuern ihn ja, das heißt, wir müssen selber böse werden. Ja, vielleicht schwierig. Was ich mal cool wäre, wäre ein Spiel, wo man wählen könnte, ob man jetzt Link oder Linkel ist. Aber offenbar besteht noch gar kein Interesse seitens den Entwicklern.
Man hat zwar Link jetzt hier schon eingeführt, logisch, aber die freie Wahl und so, aber sogar Story-Modus, bei den richtigen Zelda-Teilen, stelle mir so noch ein bisschen schwierig vor, das Ganze. So, ich weiß, wir nehmen noch hier oben, aber irgendwie kommen wir relativ gut voran. Hier sind noch mehr, ey. So, wieder neue Musik hier durch, deswegen... Sehr gut. Jetzt natürlich die Frage, wo habe ich hier die meisten Gegner? Ich glaube hier eher weniger. Ja, das war lame. Nur 50 ist schon relativ wenig. Nice! Ohne Scheiß! Mit viel Mais! Wir müssen sorgen um die Zeit. Hälfte habe ich schon mal. Ach, du schließt dich uns an, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Fidiralala. Ja, kaum ein Eroberer. Was soll der schon tun? Es ist nur einer. Geht langsam sicher ein bisschen die Gegner aus. Aua! Darf mich zu schlagen? Verbrecher. So, das müsste eigentlich Fest Nummer 6 gewesen sein. Wollte schon sagen. Ich brauche noch ein paar mehr Gegner. Oh. Kling, klong. Wow! Hat ganz kurz geruckelt. Sollte eigentlich auf dem 3DS XL in Tuning passieren, obwohl es ja kein New 3DS ist. Was rede ich da überhaupt? So, wir haben die Festungen. Ja, da ist ein Oberer oben. Soll er halt da oben, ist mir scheißegal. Und jetzt muss ich noch mit anderen Truppen vorbei. Ruto darf nicht fliehen. Ja, gut. Das macht sie so nicht, die gute Ruto. Die weiß, dass ich gehört. Hey, hey! Sag ihnen, mach das Heldenlink! Proxy, du quatschst mit dem falschen Link. Ich bin hier. Proxy hat mich verraten! So wie Navi. Haut die einfach ab. So. Das wäre auch, es sind 900. Ich hoffe, dass ich da in der Fest noch ein bisschen was zusammenkriege, weil ich eigentlich Link nicht besiege. Müsste ich ja eigentlich immer wieder ein paar Gegner nachspawnen. Rein theoretisch natürlich. Ich schau mal, wa? Dann aktiviert auch noch die Eule dabei. Knockout! Okay, lebt noch, Gott sei Dank. Er hat schön peinlich geworden, plötzlich Link tot. Was mache ich hier überhaupt? Na komm schon, Activate, dankeschön. Nochmal von vorne. Ja. Ist alles noch cool. Könnte noch ein bisschen Mana vertragen. Kuckuck. Ah, es ist Link, Hilfe! Da ist ja auch ein Link. Der ist ja voll verlinkt hier.
Okay, Link da drüben. Ja. Gehen ein bisschen die Gegner aus, scheiße. Auf die letzten paar Millimeter, sag ich jetzt mal noch. Sind noch 20. Hä? Noch 8. Noch 7. Ich meine, Link zählt ja theoretisch auch dazu. So, Link. Jetzt ist Feierabend. Und tschüss. Ja, die Missionen dauern echt lange, wenn es darum geht, irgendwelche Waffen freizuschalten und so, sprich einen Rang A brauchst und 1000 Gegner und das relativ wenig Mana und ja. Aber egal, wir haben es geschafft. Das heißt, wir können zurück auf die andere Seite des Spiels. Eine versiegelte Waffe erhalten, was könnte es nur sein? Wir werden es gleich sehen. Fidiralala. Es ist der Siegelrahmen. Lalala. Stufe 2 für Yuga. Sehr schön. Ja, ich finde irgendwie halt die ersten 3 Stufen der jeweiligen Waffe des neuen Charakters und so, die es ja auch mit der neuen Map gibt, gehört irgendwie halt, wie ich finde, dazu. Zur Map. So, wir wechseln rüber mit dem Bildrahmen. Yuga gibt uns die Ehre, Mann. Er switcht rüber auf die andere Seite. Ja, ja. Ja, ja, die andere Seite. Es ist diese Seite, Mann. Und die Waffe hier, die ich voll verpeilt habe, was Novski machen muss, genau. So, jetzt, das hätten wir auch noch. Begrenzt auf niemanden. Okay, damit können wir zumindest schon mal ein bisschen weiter. Aber wo wir das noch machen, wa? Mit dem Enterhaken. Da ist er. Ich glaube zwar nicht, dass allerdings etwas Besonderes ist, aber es könnte ja sein. Lala. Auf der Suche, Mann. Ja, das kriegen wir noch locker hin in diesem Part. Und ich nehme unseren Link. Und Yuga mit ihrem geilen Siegelrahmen. Damit fühlt sich voll geil. Ja, ich weiß, sie, er, Yuga sieht für mich halt, oder wirkt, es spricht ja auch, und es spricht halt relativ viel dafür, dass Yuga eine sie ist. Sagen wir einfach mal diese Person, war. Aber der eigentlich alles inklusive. Okay, dann zeigt euch mal. Ich weiß, ich kann mich auch hin teleportieren, aber oh. Yuga versus Yuga. Ja, wenn da mal nicht irgendwie die Matrix ineinander zusammenbricht, weiß auch nicht weiter. Das ging schnell. Sie sind abgehauen, feige wie sie sind. Lalalala. Okay. In der Nähe der Flammengyptus versteckt sich Yuga, ja? Der böse Yuga, weil der Yuga bei uns ist ja gut. So, wo Lana ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß, wo Yuga ist, und zwar da unten. Lana will ein Riesenmonster beschwören.
das finde ich aber eine riesenhafte Scheißidee. Link 1, Stahlmeister 0. So, da haben wir eine Flammengipto. Hier müsste also... Yuga wurde entdeckt. Verloren. Das habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ja, also die Bösen verlieren immer. Na, Yuga, na, komm doch. Das ist mir zu doof, ganz ehrlich. Gehst mal hier Items holen. Das ist falsch. Ja, sehr schön. Zack, zack. Flammengipto. So, direkt alle hier, wa? Alle auf einem Haufen, von mir aus. Ist ja bloß die Frage, wo versteckt sich Lana? Aber hier kann sie nicht sein, das heißt, dementsprechend müsste sie eigentlich irgendwo oben sein. Das ist doch die logische Alternative. So, hier war sie offenbar auch nicht. Oh. Hat ja gar nicht so gut funktioniert, wa? Nö, du warst ihm noch scheiße. Ja, Mann, ich bin der Held, der jedem gefällt. Aus den bösen Buben. Und deswegen kommt hier mein Final-Schlag. Wie wir mal schreien können, wa? Herz zum vollen Augen erhalten. Das ist das, was er wollte. Mehr oder weniger zumindest. So, Sieg! Sieg Hyrule! Lovul, Entschuldigung, bin der falschen Map. Bumerang geht schon wieder, oh Mann. So. Okay, dann mal schauen, was gibt's links, was gibt's rechts, wie gehe ich jetzt weiter? Hier wäre immerhin noch ein Abschnitt. Und davon ausgehen, dass ich hier hinkomme. Oh! Da könnte natürlich sein, wa? Oder ist das Spiel so doof und schickt mich irgendwo hier hin? Da könnte ja auch sein. Ich könnte dem Spiel durchaus zutrauen. Okay. Zum empfohlenen Licht, territoriales Tauziehen. Ich guck mal ganz kurz rein und wir essen mal Dimensionen, glaube ich, auch noch. Dieser Folge. Wenn es ein Fehl war, dann, ja. Dann müssen wir schauen, Mann. Machen wir Todbringer Schwerter. Wieso Ganondorf? Ich habe keine Ahnung. Also eine spontane Idee. Die ja manchmal vielleicht nicht so unbedingt die besten sind, wa? So, lass uns gemeinsam vorrücken, yeah! Ich merke gerade, es ist, glaube ich, der Part Nummer 79 und ja, wir machen es ganz schon seit etwa 73, das heißt schon über... Das müsste die 6. Folge sein, war in dieser Map. Konstellation. So lange wollte ich es eigentlich nicht laufen lassen, wenn ich ehrlich sein soll.
Also sprich, jetzt müssen wir eigentlich da sein, wo ich bereits weiß, ja, jetzt bin ich beim dunklen Herrschen und so. Müssen wir mal schauen, Leute. Wie lange es dann am Schluss echt dauert. Was eben dann vernünftig ist, was ich Robscreen mache und was eher weniger. Oh, das sieht aber dumm aus, was da gerade abgeht. Und das wegen den 6 Festungen halten und so. Du musst die Festungen halten. No, 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 no. Geh mir auf den Sack. Ihr elendes Lumpenpack. So. Das war die Nummer 6. Dann sind wir in Bedrängnis, ist mir gerade scheißegal. Wenn es Gefahr ist, dann gehe ich schnell runter und dann war's das. Okay, kann ich auch außen vor lassen. Ja, gut, ich komme so rein, okay. Ich dachte gerade, es könnte ja sein, dass ich noch irgendwie Dingsbums brauche. Dingsen und Bumsen, genau. Ne, natürlich, dass ich irgendwie Schlüssel brauche. Das hätte ja theoretisch sein können. Und wer ist der Gegner? Lana? Jupp, Lana. Die Festungen dürfen nicht fallen. Ja, jetzt tun sie es halt. Mein Gott, gibt's Schlimmeres. Das war's. Der Motivator muss schnell besiegt werden. Nee, muss schnell die Königin klar machen, sozusagen. Herr Gute Abend hat doch auch geholfen, oder? Nee. Hi, Eule. So. Jetzt in der nächsten Folge frage ich mich halt wirklich, können wir da auf der anderen Seite mit dem Feuerstab? Können wir in der nächsten Folge bereits mal eine Theorie testen, wegen dem Standort des, ja, ihr wisst schon, des dunklen Herrschers, oder aber ist alles fehl und ich komme irgendwo im Nirgendwo an. Ich würde dem Spieler durchaus zutrauen. Dankeschön. So. Ich will da durch, Mann. Und bitte auf der anderen Seite ankommen. Scheiße. Ja, war klar, dass ich hier rauskomme. Ich hab hier... Gut, ich habe so eine Stufe 3 Waffe noch für... Scheiße. Das ist... Ja, ich dachte, wird hier rauskommen. Das wäre geil gewesen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich sag's gerne nochmal. Scheiße. Okay, ich werde ja offscreen noch ein bisschen was machen. Bis zum nächsten Mal werde ich hier alles gerockt haben. Warum? Weil wir kennen bereits alles. Insofern muss ich das nicht normal machen. Die Mission mache ich vielleicht... Mal gucken, was für eine Mission ist. Ich meine, 1000 Gegner platt machen, dann zeigen, was eine Waffe ist. Kann ich auch so, versteht ihr? Also, das ist nichts, was ich unbedingt am Let's Play zeigen müsste. Weil wir kennen es ja. Deswegen ein paar Bogen mitnehmen. Ja, vielleicht hier noch ein Enterhaken, nicht schlecht. Dann halt wieder zurückgehen und, ja. Das heißt, das hier müsste dann
Ja. Ich müsste hier, hier oder hier müssen ein Portal und da auf der anderen Seite rüberkommen. Ach du Scheiße. Wisst ihr was, ich glaube, ich mache sogar relativ viel Offscreen, auch das hier noch. Einfach alles, was wir noch nicht gesehen haben, mache ich mal Offscreen. Und gut, dass ich da relativ weit komme und dann vielleicht, dass wir noch irgendwelche Stufenwaffen anschauen. Zum Beispiel hier Stufe 3 Waffe noch für Ravio, obwohl mir fehlte die Stufe 2 hier unten noch, war. Genau, wieder ein Tool noch freischalten und auch zeigen vor allem in dieser Folge. Das andere noch mit Stufe 3, ja, von Yuga und dann vielleicht sogar dann doch schon in dieser Folge dann der dunkle Herrscher. Weil, ja, jetzt mittlerweile verstehen wir die ganze Map, wir verstehen die Logik, oder nicht irgendwie gespiegelt und so. Nee, wenn ich da halt, ja, mit irgendeiner Grenze, war. Wenn ich hier ein Portal nutze, kann man halt auf der anderen Seite auch da drüben dann, nicht gespiegelt, insofern. Aber es ist schon mal klarer, das ist schon mal sehr gut. Und wie klar es genau sein wird, das sehen wir hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen!